Morgen, guten Freitagmorgen. Ich freue mich mit dir heute mit Gebet und Worship zu starten. Ich habe mein Feuer angezündet. Das mache ich auch oft an dunklen Tagen, wenn ich meine Morgenroutine mache und so mit Gott ein bisschen Zeit verbringen möchte. Dann hilft mir das, mich so einzustimmen, weil draußen ist es so richtig dunkel und kalt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann im Winter hilft es mir, ein Feuer anzuzünden in meinem Kamin. Früher, als ich das noch nicht hatte, kann man das einfach so auf dem Bildschirm ein YouTube-Feuer machen und ich finde das recht etwas Schönes, bringt mich so in Stimmung. Heute haben wir unseren letzten Morgen so in dieser Woche miteinander und das Thema ist Worship und Gottes Führung, mutige Schritte gehen. Und ich habe mir folgenden Satz aufgeschrieben. Ich muss noch schnell diesen Schluck Kaffee nehmen, Entschuldigung. Auch das gehört dazu. Oft fragen wir uns, welchen Weg wir gehen sollen. Im Worship erkennen wir, dass Gott unser Wegbereiter ist und uns durch jede Herausforderung führen möchte. Gott ist ein Wegbereiter, er ist interessiert an deinem Erfolg, er ist interessiert daran, dass dein Leben gelingt. Hast du das gewusst? Manchmal denken wir müssen uns extrem anstrengen, damit wir irgendwie auf Gott hören können und damit wir irgendwie in der Spur bleiben. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Denn die Bibel beschreibt Gott als einen guten Hirten, der uns führt. In Johannes 10 lesen wir, ich aber bin der gute Hirte, das ist ein Gott, und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Es ist eine Beziehung, die wir mit unserem Gott haben dürfen. Und dann ein paar Verse weiter, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich habe das auch letztes Jahr, in 2024, ein bisschen erlebt. Ich habe hier ein Buch mitgenommen. Das ist mein Buch, das habe ich geschrieben letztes Jahr. Herzensfragen heißt es, die Suche nach Wahrheit im christlichen Glauben. Weil es mir seit Jahren so Themen auch unter den Nägeln gebrannt haben, die ich mit Gott diskutiert habe und mit anderen Gläubigen und mit Leuten, die nicht gläubig sind und gesagt habe, was sagt die Bibel, was sagt dieser gute Hirte mir wirklich über die Themen meines Lebens? Und habe dann dieses Buch geschrieben. Das war für mich auch so etwas, ja, wo ich gemerkt habe, das ist für mich ein mutiger Schritt, das zu tun, weil du positionierst dich bei gewissen Themen, habe auch Feedbacks gekriegt, gute und schlechte. Aber ich habe gemerkt, das ist ein mutiger Schritt, den ich gehen will, so ein Bucketlist-Schritt. Ich will niederschreiben, was ich merke, hat Gott in meinem Herzen gemacht und hoffe, dass es auch dir oder wem auch immer helfen kann. Wenn du möchtest, kannst du das erwerben und den Link wird irgendwo in YouTube, dann werden wir den aufschalten. Du kannst das dort erwerben. Genau. Aber genug Schleichwerbung. Ich möchte mit euch in diese Worship-Zeit gehen und in diese Gebetszeit, wo du diesem guten Hirten zuhören kannst, weil es heißt ja da in Johannes 10, dass wir hören auf Gottes Stimme, wir hören die Stimme des Hirten. Und das braucht manchmal ein bisschen Zeit in dieser lauten, lärmigen Welt, dass wir uns Zeit nehmen und sagen, Gott, okay, was willst du denn wirklich sagen? Und dieses Format ist nichts anderes als eine geführte Zeit, wo du die Möglichkeit hast, dem Hirten, dem guten Hirten zuzuhören. Okay? Also ich werde dann langsam in diesen neuen Song reingehen, den wir geschrieben haben und den wir auch glauben für dieses Jahr als ICF Zürich, als ICF Worship ist ein bezeichnender Song, er heißt New Heights, ist auf Englisch und der Chorus ist übersetzt etwa so, Gott, bring mich auf neue Höhe, Heiliger Geist, bring mich auf neue Höhen und zieh mich immer näher an das Herz von Jesus und zeig mir das Herz meines Vaters. Und Heiliger Geist, heute sind wir hier, wir machen uns jetzt auf für diesen Tag. Ich danke dir für alles, was du in dieser Woche getan hast, in diesen Tagen bereits. Und wir machen unsere Herzen weit auf für den guten Hirten, den du bist, dass du reinreden darfst und zu uns sprechen darfst, was wir hören müssen für heute. Weißt du, Gott traut dir auch nicht zu, dass du den Plan für die nächsten Jahre einfach bereits kennen musst, sondern leite dich jeden Tag und so auch heute. Und wir machen unsere Herzen auf, dass du reinreden darfst und reinreden kannst. Danke, bist du der gute Hirte.
God of mercy, you are so good to me. You're my comfort, you're my healer, mighty Savior. Komm, wir singen es nochmal. God of kindness, God of kindness, God of mercy, God of mercy, you're so good, you are so good to me. You're my comfort and my healer, you're my healer, mighty Savior. Take me to new heights, Holy Spirit, draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father, show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit, draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father, show me the heart of the Father. God of triumph, God of breakthrough, who could ever compete? The more I know you, the more I love you, I will follow you. I wanna know you more. Take me to new heights, Holy Spirit, draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father, show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit, draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father, show me the heart of the Father. Heart of the Father. Und es ist so Anfang vom Jahr, hier im Januar 25. Und ich möchte dich herausfordern, dass du Gott heute Morgen deine Träume hinhältst und deine Eindrücke, die du hast, so, wo du auch das Gefühl hast, Gott hat so eine bestimmte, vielleicht Berufung oder ein Ziel dir gegeben und das erscheint dir unmöglich. Aber schau, wenn der gute Hirte dir sagt, doch, wir gehen hier durch, du kannst das, wir können das tun, dann egal wie unmöglich es scheint, du kannst das tun mit dem Hirten an deiner Seite. Nimm dir einen kurzen Augenblick Zeit, wo du in dein Herz reinhorchst, wo du dem Heiligen Geist zuhörst, ob er so etwas droppt in dein Herz, was dieses Jahr dran sein könnte, für einen mutigen Schritt zu gehen. Weil er ist ein guter Hirte. Er führt dich, sagt die Bibel, auf saftige Weiden. Und wenn es auch durch dunkle Täler geht, dann führt er dich da nur hindurch. Das ist nicht das Endziel, sondern das Endziel ist diese saftige Weide. Heiliger Geist spricht zu uns. Jesus spricht zu uns, du bist der gute Hirte. Vielleicht hast du ein Wort gehört oder ein Thema, das dich beschäftigt, dann schreib dir das auf und bring das morgen in den nächsten Tag wieder zu Gott und besprich das mit ihm, hör auf ihn. Vielleicht gibt er dir einen guten Ratschlag. Die Bibel nennt Jesus den wunderbaren Ratgeber, einen Meisterstratege, der dir hilft, das Leben zu meistern. Jesus ist interessiert an deinem Erfolg, nicht damit du und dein Name richtig groß werden. Ja, aber wenn du sein Reich mit ihm zusammenbaust, dann hat auch er Erfolg. Wenn dein Leben ihm hingegeben ist und du mit ihm zusammen Ziele verfolgen kannst und Erfolg haben darfst, dann ehrt das Gott, verstehst du? Jesus, wir legen unser Leben hin, dieses Jahr hin und machen uns auf für diese neue Höhen, die du ready hast für uns.
to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. If I have you, I have it all. If I have you, then I have everything I need. If I have you, I have it all. If I have you, then I have everything I need. If I have you, I have it all. If I have you, then I have everything I need. If I have you, I have it all. If I have you, then I have everything I need. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Zeig mir das Herz meines Vaters. Oh Jesus, zeig mir das Herz meines Vaters. So gehen wir in diesen Tag, Jesus, voller Zuversicht, in dieses Jahr voller Zuversicht, denn du bist der gute Hirte. Schau, wenn du Jesus an deiner Seite hast, dann brauchst du nichts anderes. Er ist dein Leiter, dein Heiler, dein Führer, dein Wegbereiter, dein guter Hirte. Oh, wenn ich dich habe, habe ich alles. Wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauch. Wenn ich dich habe, habe ich alles. Wenn ich dich habe, habe ich alles. Und mach dieses Statement heute Morgen. Wenn ich dich habe ich alles. Wenn ich dich habe ich alles, was ich brauch. Wenn ich dich habe ich alles. Wenn ich dich habe ich alles, was ich brauche. Ich segne dich für diesen Tag. Gott ist der gute Hirte. Du hörst seine Stimme. Be blessed. Tschüss.